In nur wenigen Tagen wird Amerika ihren zweiten katholischen Präsidenten haben. Was für eine Rolle sein Glaube während seiner kommenden Regierungszeit spielen wird, möchten wir in diesem Video einmal anschauen. Von einem katholischen Moment spricht diese Webseite hier, denn zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte wird kein Zweig der Bundesregierung von einem Protestanten geführt werden. Der Präsident wird katholisch sein, der Sprecher des Repräsentantenhauses ist katholisch, der Mehrheitsführer im Senat wird jüdisch sein, der oberste Richter des obersten Gerichtshofs ist katholisch und der Gerichtshof als Ganzes ist mehrheitlich katholisch. Diese kuriosen Fakten sind in gewisser Weise genau das, Kuriositäten von geringer politischer oder religiöser Bedeutung. Stimmt das? Ist diese katholische Übernahme wirklich nur von geringer Bedeutung oder wird sie die Politik Amerikas beeinflussen? Die Nachrichtenseite CNN schrieb am 13. Dezember folgenden Artikel mit dem Titel „Bidens katholischer Glaube wird als erster öffentlicher Kirchgängerpräsident seit Jahrzehnten voll zur Geltung kommen. Barack Obama ging gelegentlich zum Weihnachts- oder Ostergottesdienst. George W. Bush neigte dazu, als Präsident privat in Camp David zu beten und besuchte gelegentlich Gottesdienste. Aber für Biden, der nächsten Monat der zweite katholische Präsident in der Geschichte der USA wird, soll der Besuch der wöchentlichen Messe ein fester Bestandteil seines Terminkalenders sein. So wird Bidens Kirchgang nicht nur ein Fenster zu seiner spirituellen Seite darstellen, sondern es wird auch ein Bestandteil seines politischen Markenszeichens sein, was sich nicht nur in der Verfolgung seiner politischen Agenda zeigt, sondern auch in seinem Zeitplan als Präsident. Denn der Katholizismus ist für Biden eine Lebenseinstellung. Er würzt seine politischen Reden mit Zitaten aus der Heiligen Schrift, katholischen Hymnen und Referenzen zu Nonnen und Priestern, von denen er in der Schule gelernt hat. Mehr als jemals zuvor in seinem öffentlichen Leben war Bidens Glaube in seine politische Botschaft während der Kampagne 2020 eingewoben. Er stellte sich als der Kandidat dar, der für Moral und Anstand eintritt, für die Seele Amerikas kämpft und das Land dazu aufruft, das Werk zu beginnen, zu dem Gott und die Geschichte uns aufgerufen haben. Biden als Staatsführer wird für Moral und Anstand eintreten. Gibt es noch jemanden, der sich für Moral und Anstand einsetzt? Vielleicht ein kirchliches Oberhaupt? Wir sehen also, dass Bidens katholischer Glaube eine sehr wichtige Rolle spielen wird als dem zweiten katholischen Präsidenten der USA. Ganz anders war das noch bei John F. Kennedy. Hier seine berühmten Worte. I believe in an America where the separation of church and state is absolute, where no Catholic prelate would tell the president, should he be Catholic, how to act. Er glaubte an ein Amerika, in dem die Trennung von Kirche und Staat absolut ist. Nun, für diese Überzeugung muss er danach sterben. Was wir sehen können ist, wie dieses einst protestantische Land nun einen Punkt erreicht hat, wo es von Katholiken regiert wird. Und wie das aussehen soll, erzählt uns diese Dame hier. Während Biden die Herangehensweise seiner Administration an internationale Beziehungen und sehr ernste Sicherheitsherausforderungen vorstellt, würde er gut daran tun, sich tief auf die Werte der katholischen Soziallehre zu stützen und die Einsichten von Papst Franziskus aufzunehmen, angefangen mit Laudato Si über die Sorge für unser gemeinsames Haus, Fratelli Tutti und den Vorschlägen der Covid-19-Kommission des Vatikans. Und Biden habe bereits seine Absicht angedeutet, auf der globalen Bühne etwas zu unternehmen, das mit der katholischen Soziallehre vereinbar wäre. Dann schreibt sie weiter, die Covid-19-Pandemie weist auf unsere tiefste Berufung als Menschheitsfamilie hin. Inmitten enormen Leids und Umbruchs ist eine globale Kurskorrektur für eine authentische, umfassende menschliche Sicherheit, die über die nationale Sicherheit hinausgeht, dringend erforderlich. Diese Krise könnte sehr wohl das sein, was der verstorbene Aktivist Bill Moyers einen Auslöser nannte.
Ein öffentliches Ereignis, das so schockierend ist, dass es der Öffentlichkeit ein kritisches soziales Problem auf dramatische Weise in einer neuen und lebendigen Weise offenbart. Historisch gesehen haben Auslöserereignisse eine tiefe Sehnsucht nach einer gesellschaftsweiten Transformation ausgelöst und Möglichkeiten für große Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung und bedeutende strukturelle oder systemische Veränderungen geschaffen. Hier wird uns also gesagt, dass Covid-19 genauso ein Auslöserereignis ist, welches Möglichkeiten für eine große Veränderung schafft. Eine Veränderung, in der man sich tiefgründig auf die Werte der katholischen Soziallehre stützen möchte, und Biden ist genau der richtige Präsident dafür. Doch wenn ein Land, dessen Anfang protestantisch war, aber nun mit katholischer Soziallehre liebäugelt, sollte sich über eines im Klaren sein. Wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen. Und so können wir uns bei dieser katholischen Übernahme Amerikas bei einem ziemlich sicher sein. Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Diese Nation, welches die Bibel als ein Tier bezeichnet, das 2 Hörner wie ein Lamm hat, wird am Ende wie ein Drache reden. Um dies besser zu verstehen, möchten wir einen Abschnitt aus diesem Buch hier lesen. Offenbarung 13 zeigt, dass die Macht des Tieres, das 2 Hörner hatte wie ein Lamm, die Menschen auf Erden verführen wird, das Papsttum anzubeten, welches durch ein Tier gleich einem Panther dargestellt wird. Ferner wird das Tier mit den 2 Hörnern denen, die auf der Erde wohnen, befehlen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier und dass die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven das Zeichen des Tieres annehmen. Es wurde bereits gezeigt, dass die Vereinigten Staaten die Macht sind, die durch das Tier mit den 2 Hörnern wie ein Lamm symbolisch dargestellt wird, und dass diese Prophezeiung dann in Erfüllung gehen wird, wenn die Vereinigten Staaten die Sonntagsheiligung, das Zeichen von Roms Oberherrschaft, durchsetzen werden. Doch interessiert das irgendwen? Amerikas zweiter katholischer Präsident sieht sich einer völlig anderen Landschaft gegenüber als der erste. Als die Amerikaner zum ersten Mal einen Katholiken zum Präsidenten wählten, gehörten die Baptisten zu denen, die sich besorgt über mögliche Verletzungen der Trennung von Kirche und Staat äußerten. In diesem Jahr, mit der bevorstehenden Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden als zweiter katholischer Präsident der Nation, sieht die Landschaft ganz anders aus. Praktisch nirgendwo in der Debatte während der Wahl 2020 wurde von irgendjemandem die Sorge geäußert, dass Biden dem Papst gegenüber loyaler sei als dem Land. Der Hauptvorwurf, der 1960 gegen John F. Kennedy erhoben wurde. Der Papst ist nicht mehr die Bedrohung, die er einst zu sein schien. Niemand interessiert sich dafür, welche religiöse Überzeugung Biden hat. Niemand hat etwas über Bidens Katholizismus gesagt, es ist kein Thema. Wir haben 7 amtierende Richter am obersten Gerichtshof, die katholisch sind, und niemand macht einen Piep darüber. So Brent Walker, ehemaliger Geschäftsführer des Baptist Joint Committees. Wie trefflich können wir daher in dem Buch Vom Schatten zum Licht lesen, dass die Protestanten der römisch-katholischen Kirche gegenwärtig sehr viel wohlwollender gegenüberstehen. Es existiert eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber den Lehren, die die protestantischen Kirchen von der päpstlichen Hierarchie trennen. Immer mehr setzt sich die Ansicht durch, dass die Differenzen in wesentlichen Punkten gar nicht so groß ist wie bisher angenommen und das kleine Zugeständnis auf protestantischer Seite zu einem besseren Einvernehmen mit Rom führen würden. Allerdings sollten wir ebenfalls bedenken, dass der friedfertige Ton Roms in den Vereinigten Staaten keineswegs eine Sinnesänderung bedeutet. Rom ist duldsam, wo es hilflos ist. Bischof O'Connor sagt, die Religionsfreiheit wird nur geduldet, bis das Gegenteil durchgesetzt werden kann, ohne die katholische Welt zu gefährden. Und wie kann man Religionsfreiheit am besten angehen? Sozusagen durch die Hintertür, indem man doch gleich die Meinungsfreiheit einschränkt. Jüngstes Beispiel, das sich vor wenigen Tagen zugetragen hatte, ist die Stürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger, doch darüber vielleicht mehr in einem anderen Video. Interessant finde ich, was als Reaktion darauf geschah. Facebook, Instagram und Twitter sperren Trump nach Kapitolsturm. Twitch sperrt Kanal von Donald Trump vorübergehend.
Der noch amtierende US-Präsident Donald Trump hat kaum mehr Zugang zu den sozialen Medien. Aber um nicht vom eigentlichen Thema abzuschweifen, können wir schlussfolgernd nicht nur erwarten, sondern auch sehen, wie Biden als katholischer Präsident Amerikas seinen Glauben mit in seine Politik einbeziehen wird und auf gegenwärtige Probleme wie dem Klimawandel und dem Coronavirus auch auf eine katholische Weise antworten wird. Abschließend möchte ich jedem, der dieses Buch noch nicht gelesen hat und sich dafür interessiert, was die Prophetie über Amerika zu sagen hat, empfehlen, es zu lesen. Denn wir leben in einer ereignisreichen Zeit. Ich wünsche euch Gottes Segen.